Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Und wir machen uns jetzt auf den Weg nach Midel. Das heißt, wir gehen den Bu besuchen her. Holen wir erstmal ein bisschen Gutzler. Dann kriegt der Bu auch was. So. Die Materia Phoenix haben wir in der letzten Episode bei der Schlacht um Fort Condor auch gewonnen. Was ich persönlich sehr, sehr geil finde. Weil die Materia ist es definitiv wert, dass wenn man im Kampf erleben, wenn mehrere Leute mal gefallen sind und dann nur noch das Cid als Bastion übrig ist, der kannst du dann alle wieder mit Materia rausreißen. Ich glaube, man sieht so leicht die Übervorteilung vom Cid, aber das liegt einfach nur daran, dass der definitiv mein Lieblingscharakter ist. Lass uns mal gucken. Bevor wir jetzt einfach mal so noch mit Midel gehen, die Sache, ich gucke mich hier auch erstmal nochmal um ein bisschen auf der Welt. Und ich mag wissen, was es noch so für Flecke gibt. Da ist zum Beispiel noch etwas. Da können wir nur per Schiff landen. Und da können wir nur per Luftschiff landen. Oder? Ich glaube nicht, auf dem Ödland können wir... Ne, auf dem Ödland können wir leider nicht landen. Das heißt, es wäre auch etwas, was nur per Schiff erreichbar wäre. Das sollte man vielleicht auch noch im Hinterkopf behalten, dass wir den Ort nochmal aufsuchen. Und es gibt eine wunderschöne Insel, die ich euch auch noch zeigen wollte. Und zwar... Okay, hier sind noch so Kleinigkeiten. Aber hier gibt es eine wunderschöne Insel. Moment, wo ist dann die? Das ist nicht die hier. Das ist hier irgendwo, aber in der Ecke weiß ich noch zufällig. Klavisch, ja, da ist er. Genau das ist er. Da können wir weder per Luftschiff, noch per U-Boot, noch per andere Sache hinkommen. Da versagen die technischen Hilfsmittel und da ist die Natur doch wieder das Beste. Und auf die Insel kommt man nur mit dem goldenen Schokobo. Den möchte ich definitiv auch noch mit euch züchten. Und dort gibt es was ganz Wunderbares. Und zwar gibt es dort die Ritter der Tafelrunde. Das ist die stärkste Beschwörungsmaterie, die es in dem Spiel gibt. Und die mag ich euch definitiv auch noch zeigen. Ich glaube, ich war bisher immer zu faul. Bei fast jedem Final Fantasy Durchgang, bis auf Enna, glaube ich, war ich bisher immer zu faul, um die Ritter der Tafelrunde zu holen. Weil ich dieses Gezücht vom Schokobo irgendwie immer aufgeschoben habe. Ich weiß auch nicht warum. Aber... in einem Let's Play hat das definitiv nichts zu suchen, diese Faulheit. Und da gibt es keine Entschuldigung dafür. Das heißt definitiv, bevor es abgeht, zum Schluss mache ich nochmal die ganze optionale Sache mit euch, damit wir auch alles mitkriegen, was das Spiel uns gibt. Und ich werde mich auch an alle Weapon probieren. Es gibt ein paar Weapon, die muss man im Laufe vom Spiel definitiv besiegen. Aber es gibt auch Weapon, die optional sind. Und nach die will ich mit euch machen. Das heißt, ich habe vor, nicht auf dem erbärmlichen Level wie jetzt zu bleiben, sondern mit meiner Stammtruppe, wenn sie wieder vor Ort ist, habe ich dann vor, auf einem sehr hohen Level zu kämpfen. Damit ich die Weapon abpacke. So, jetzt gehen wir doch erstmal den Bube suchen, noch deine ganze Versprechungen. Ach Gott, dieses Geräusch ist so erbärmlich. Das hat keinen Sinn, ich verstehe kein einziges Wort, Volk. Was soll ich denn jetzt machen? Was wird denn passieren, wenn du nie wieder richtig gesund wärst? Oh. Oh je. Ja, da ist er wieder. Sie kommen. Was hast du gesagt, Volk? Verflixt, was geht hier ab? Ja, sie kommen, okay. Nee, ist das. Na, dreimal dürfen nach Roter. Erdbeben, das ist mal so stark. Oh mein Gott, ich hasse Erdbeben. Dreimal dürfen nach Roter. Die Musik verrot's wieder. Was ist denn das? Der Lebensstrom sprudelt unter der Erdoberfläche noch runter. Verdammt ist das. Das ist übel. Seht, stimmt was nicht? Nee, nix tun, die Wolken gehen schnell rein. Aber ich... Mach dir keine Sorge, so schnell sterbe ich nicht. Sei vorsichtig. Ja, kümmere du dich mal um die Wolke. Auf geht's, los, passt auf. Oder, oh, wacht. Da fliegt was. Und das sieht... Verdammt, das beschissene Weapon. Ausgerechnet jetzt. Alla, hopp da mal los, du Drecksdeckel. Du Hanebandel.
So, da kommt er. Wie ich schon gesagt habe, manche Weapons sind definitiv so konzipiert, dass man immer auf sie trifft durch die Storyline. Aber das ist nichts, was wir nicht schaffen könnten. Ich denke, Weapon ist definitiv etwas, was wir schaffen könnten. Und zwar ist es Ultima Weapon. Scheiß die Wand da. Okay. Wie sieht's aus? Konnte nichts stehen, aber Weapon hat was für uns. Nee, Sid, ich brauche dich jetzt definitiv zum Stehler. Du machst die gallianische... Boah, lecco mio. Konnte nichts stehlen. Scheiße. Okay, Barrett. Du hast Leben parat. Boah, Mann. Okay, was machen wir dann da am besten? Wir machen eine Zauberbarriere auf uns alle. Boah, bereitet sich was richtig Hässliches vor. Ja, das war ein kurzer Geschmack darauf, was Weapon kann. Es ist Abkauer und wir hätten nichts stehlen können, leider. Das war jetzt ein kurzer Vorgeschmack darauf, wie heftig Weapon als Gegner sind. Du Lumpestrick, versuchst du etwa abzuhauen? Boah. Ich liebe die Musik. Die ist so großartig. Oh Mann, noch eine Weile und ich hätte es eingestampft. Ja, genau. Lebensstrom scheint auch wieder zum Normalzustand zurückgekehrt zu sein. Naja. Machst wohl Faxe. Das ist nicht gut. Der Hauptstrom ist ganz aufgewählt. Und steht noch viel Schlimmeres vor uns. Mich raus hier. Verdammt mich. Du hast keine Zeit, hier um andere Sorge zu machen. Du willst nie, wann der Strom losbrechen wird. Mensch. Beeilung. Du rennen so rum wie die Hinkler, die Kopfloser. Die verfolgt man, lass da rauskommen. Dieses Evelsbaby wird immer stärker. Wart nur kurz, Volk. Doktor, sollte man nicht lieber woanders bringen? Es ist bestimmt sicherer, wenn wir uns ins Freie begeben. Ach Gott, der Herr Baron ins Freie begeben. Mach dir keine Sorge, Volk, ich werde dich an einen sicheren Ort bringen. Die Wind halten nicht, schnell los! Ja. Okay, jetzt schieben wir fort. Alles klar, Volk, wir gehen jetzt. Ja, nicht noch Babble, mache. Das wird sogar noch mit einer kleinen Sequenz belohnt. Boah. Alter. Wir fallen beide in den Lebensstromreihe. Sowohl Tifa als auch Cloud sind in den Lebensstromreihe gekippt. Dieses Geräusch. Wie so zähflüssiger Glibber. Alter, ist das ranzig. Dasselbe ist ja auch mit dem Sephiroth passiert. Ach, der ist in der Lebensstromreihe und hat's aber nur sozusagen in Marco Bernstein überlebt im Nordkrater, wo er wieder rausgekommen ist. Jetzt sind die beide im Lebensstrom drin. Jetzt gucken wir mal, was wir da machen können. Wo bin ich? Was ist denn los? Wo ist die Wolk? Wolk, wo bist? Wie? Was? Wer? Wer ist denn da? Ich hör nix. Ja, nur statische Geräusche. Moment mal, davor weiß ich nix. Nee, ich weiß nicht, sowas würde ich nie machen. Nee, aufhören nicht. Helft mir doch bitte. Volk, Hilfe. Eieieiei. Und wo sind wir jetzt?
Das ist auch ein sehr interessantes Level, wie ich finde, aber das ist jetzt alles sehr storylastig. Wo bin ich? Du Oberhermann. Volk? Was ist denn los, Volk? Was ist es? Sind es jetzt deine Träume oder ist es dein Unterbewusstsein? Du bist auf der Suche, ne, Volk? Auf der Suche nach dir selber. Ich kann auch helfen. Wir werden gemeinsam versuchen, da wirkliches Ich zu finden. Aber wo soll man anfangen? Also der Oberhermann definitiv in seinem derzeitigen Zustand von Selbstzerrissenheit. Der Oberhermann schon gesehen, du ist Nibelheim. Du ist eine Häuserfront. Und du ist noch was ich gerade nicht zuordnen kann. Ich würde sagen, wir fangen von da an. Deren Sterne nach dem Brunnen. Das Versprechen, was wir uns in der Nacht geben haben. Was, wenn die Erinnerung nur Täuschung ist? Okay, damit fängt er mal nicht an. Du? Ein verborgener, geheimer Wunsch. Zärtliche Gefühle, die niemand je erahnen kann. Und hier? Die Tore von Nibelheim. Vor 5 Jahren ist der Sephiroth durch das Tor getreten. Und so hat alles angefangen. Da sind wir an der richtigen Adresse. Es hat mit Nibelheim zu tun? Ja, das stimmt. Am besten wir fangen dort an. Okay, dann machen wir das doch. Die Tore von Nibelheim. Vor 5 Jahren ist der Sephiroth durch das Tor getreten und so hat alles angefangen. Genau. Gehen wir mal hier. Lass uns mal gucken, Volk. Ich weiß, dass es schwer ist, aber ich werde helfen. Ja, Mini-Sequenz hier wieder. Und jetzt rekonstruieren wir mal seine Gedanken und bringen das in Ordnung, was er uns erzählt hat, relativ am Anfang, und was uns der Sephiroth erzählt hat. Volk, guck mal. Hier ist der Brunner. Und Gramps Inn. Das Opa Hotel. Der einzigste LKW in der Stadt, der war schon hier, als wir noch kleine Kinder waren. Ist das Nibelheim, an das du dich erinnerst? Es ist genau wie mein Nibelheim. Deswegen ist es unser Ort. Deswegen ist der Ort unser Nibelheim. Da ist der Shutter Cloud. Was sagt dann der? Vor 5 Jahren kamen 2 Soldaten. Sephiroth und ein junger Soldat. Kannst du mir nochmal erzählen, was passiert ist? Eieiei, der Hinter war auch drin wie ein Schluck Wasser in der Kurve. So, das Sephiroth steht da, ja. Wie fühlst du dich? Vor 5 Jahren habe ich zum ersten Mal der echte Sephiroth gesehen. Du bist zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in deiner Heimatstadt, ne? Wie fühlst du dich dann? Kann ich nicht sagen. Ich habe nie eine Heimatstadt gehabt. Und der Eltern? Das ist also der große Sephiroth. Meine Mutter Jenova. Tja, die starb bei meiner Geburt und mein Vater war... Was soll's. Doch ehrlich gesagt habe ich ihn als sehr kalt empfunden. Na, Allah, geh mal. Ich habe mich daran erinnert, dass ich bei ihm ein ungutes Gefühl gehabt habe. So, Cloud ist mit dabei. Verschmilzt mit ihm und das stimmt nicht. Nee, Volk. Ich hab's bisher verschwiegen, weil ich Angst gehabt habe, etwas Furchtbares passieren wird, wenn ich das erzähle. Aber jetzt werde ich nichts mehr verschweigen. Du warst nicht hier, vor 5 Jahren kam die Wolke nicht nach Nibelheim. Ich hab gewartet, doch die Wolke ist nicht gekommen. Die beiden, die hierher beordert worden sind, waren das Sephiroth und ein anderer. Na okay, geh mal. So, da ist der wieder dabei, der Schwarzhaarige. Der Soldat, der mit dem Sephiroth gekommen ist, war nett. Volk? Es gibt nichts, was ich Sache kennt. Du musst die Antwort selber finden. Wenn es dir nicht gelingt, dann... Lass da Zeit, Volk, langsam. Eins um andere, ja? Okay, also er muss jetzt erstmal damit klarkommen, dass er nicht der Soldat war. Ja. Genau, der zweite Soldat war nicht er.
Dann geht's vielleicht hier weiter. Verborgene geheime Wunsch, zärtliche Gefühle, die niemand je erahnen kann. Nee, da geht's nicht weiter. Aber der steht auf hier. Die Sternennacht am Brunnen und unser Versprechen in der Nacht. Was, wenn die Erinnerung nur Täuschung ist? Loster Zeitvolk, antwort nicht so schnell. Denk nur an die Gefühle und dir wird alles wieder einfallen. Langsam ends noch um andere. Genau wie der Himmel in deren Nacht. Der Himmel war voller Sterne. Wir gehen auch wieder hier in die Erinnerung zurück mit einer Minisequenz. Boah, schön. Von Anfang an, bitte? Boah, geil. Schön animiert einfach nur. Versuch dich zu erinnern, Volk. Größer als kleiner Bu und die tiefer im Kleid nebendran. Also ich hab die Kleider getragen. Ach, du warst klar. Und goldig. Sephiroth hat mir gesagt. Wohl kurze Erinnerung anhand von meiner Geschichte erfunden. Hast du dir den Himmel vorgestellt? Nee, du hast dich daran erinnert. In der Nacht waren die Sterne so schön, nur die Wolke und ich ganz allein. Wir haben uns am Brunnen unterhalten. Deswegen habe ich auch geglaubt, dass du der echte Wolk bist. Ich glaube immer noch, dass du Wolk aus Nibelheim bist. Aber du glaubst ja an dich selber. Die Erinnerungen reichen nicht. Aber das hat's definitiv gegeben. Wolk, was ist mit deiner anderen Erinnerungen? Nee, nicht Erinnerung. Erinnerung muss man ja bewusst hervorrufen. Deshalb kann sie manchmal falsch und ein bisschen anders sein. Aber es ist anders als Erinnerung, die tief in deinem Herzen sitzt. Deshalb ist es eine Enttäuschung, wenn er die Erinnerung hervorrufen kennt. Ja genau, Erinnerung, die etwas mit mir zu tun hat. Ich habe etwas gesagt und du kannst dich nicht erinnern. Aber wenn du etwas sagst und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dann wissen wir, dass es unsere gemeinsame Erinnerung ist. Sag etwas, egal was, irgendeine Erinnerung, die dir viel bedeutet. Bedeutet natürlich. Jetzt wurde es erwähnt, warum wolltest du Soldat werden? Das schien so plötzlich die Entscheidung. Ich war verzweifelt, ich wollte wahrgenommen werden. Ich habe gedacht, wenn ich stärker wäre, wird man mich bemerken. Dich wahrnehmen wer? Wer, du weißt, wer? Du! Ich? Warum? Tiefer, hast du die Zeit vergessen? Guck mal, es tut mir leid, aber wo redst? Kommt der Buwe klaut? Nee, ist schon gut. Du hast es damals so schwer gehabt. Du warst so mit deiner eigenen Sache beschäftigt. Es ist ganz natürlich, dass du dich jetzt nicht mehr an mich erinnern kannst. Damals? Es ist sehr wichtig für mich. Ich sag's nicht gern, aber es ist eine sehr wichtige Erinnerung. Magst du es sehen? Natürlich wollen wir die noch sehen. Komm, beeil dich. Oder komm, dummel dich. Okay. Versiegelte geheime Wunsch. Schöne Erinnerungen, wer weiß. Hat er durchs Fenster geklotzt bei ihr, oder was? Das zeigt uns jetzt ganz kleine Cloud. Willst du, in welcher Richtung das Fenster zeigt, tiefer? Dann gehe ich. Natürlich gibt es auch hier nochmal eine Mini-Sequenz. Uns zeigt in welches Zimmer? In Tiefas Zimmer. Mein Zimmer? Ich bin das erste Mal hier. Wirklich? Ich habe immer nur von außen hier hochgeguckt. Ja, die ganze Bube stehen. Ey, guck mal. Die Wolke kommt. Mensch, der will reinkommen. Ach Gott, du kauert so rum. War das erste Mal, dass du in mein Zimmer gekommen bist? Ja, das stimmt. Wir waren Nachbarn, aber ich habe dich nie so richtig gekannt.
Ich kenne ihn seit meiner Kindheit. Ich habe immer geglaubt, wir seien Freunde. Jetzt, wo du sagst, ich kann mich nicht daran erinnern, dass du jemals in meinem Zimmer warst. Tifa war immer mit dem Dreieckspann hier zusammen. Das stimmt. Damals habe ich gedacht, die seien alle blöd. Was? Ja, aber alle so kindisch. Ich habe über jede idiotische Kleinigkeit gelacht. Aber wir waren Kinder damals. Ich weiß, ich war ein Depp. Ich wollte so gerne mit allen spielen, aber ich wurde nie in die Gruppe aufgenommen. Später dann habe ich gedacht, sei anders. Anders als die urreife Kinder. Damit dann vielleicht... Vielleicht würden sie mich dann mitspielen lassen. Ich habe gedacht, das sei möglich, also bin ich geblieben. Ich habe so Vorurteile und war so schwach. Deren Nacht hat die Tifa mich zum Brunnen gebeten. Ich habe geglaubt, sie wird niemals kommen und dass sie mich hassen tät. Ja, das kam alles so plötzlich. Ich war ein bisschen überrascht. Aber es stimmt, so eng war man nicht befreundet. Aber nachdem du die Stadt verlassen hast, habe ich viel an dich gedacht. Ich habe gedacht, wie geht's der Wolk wohl? Ob er es geschafft hat, Soldat zu werden? Ich habe angefangen, die Zeitungen zu lesen, weil ich gedacht habe, dass vielleicht was über dich drinsteht, Date. Danke, Tifa. Erzähl, was du mir erzählt hast, nachher. Das wird ihn wahrscheinlich sehr glücklich machen. Okay. Wie? Boah, es ist eine Stimmleistung, ständig durch Frauen zu sprechen und kleine Kinder. Das geht mir derzeit auch ein bisschen dezent auf die Kletz. Was denn halt passiert? Das war der Tag. Das war der Tag. Aber ich zieh's jetzt auch durch mit einer Stimme. Tifa, ja Mama. Oder die Mama von der Tifa. Der Tag, an dem meine Mama gestorben ist. Nur mal einen Schluck getrunken. Ich will die Mama sehen. Okay, während die auf dem Berg Nibel begraben oder was? Ob hinter dem Berg etwas liegt? Na, kein Wunder, dass die dann die erfahrenste Führerin ist, wenn die doch auch so als Kind schon rumgekrabbelt ist. Der Berg Nibel ist unheimlich, dort sind viele Leute angekommen. Niemand kommt lebendig in den Berg. Was ist denn mit denen, die gestorben sind? Ist die Mama schon hinterm Berg? Das mit dem türkisen Kleid und Sandalen. Herzlichen Glückwunsch. Ich gehe. Die dich nicht mache, ihr seid noch nicht so annähernd auf Level 20. Das könnt ihr euch noch nicht wagen. Na, alle der Watscheln, so nur der Endebu, der kriegt Schiss, der haut wieder ab. Der geht wahrscheinlich erstmal petzer, das kennt man ja. Immer wenn sowas ist, gibt's immer einer, der zurückrennt und petzt. Und Cloud rennt hinterher. Der ist dann der Dritte im Bunde, der wieder heimlich hinterher geht. Ist halt scheiße, wenn es noch 4 Kinder im wenn es noch 5 Kinder im Dorf gibt. Wenn 4 immer zusammen abhängen, dann ist das Ende Kind, was nie dazukehrt. Okay, die 2 gehen 8 zurück. Die haben jetzt auch richtig Schiss. Können froh sein, dass sie als Kinder nicht in Zufallskämpfe geraten. Okay, jetzt kann ich Tifa wieder spielen. Ich weiß nicht mehr, welchen Weg ich gegangen bin. Tifa ist ausgerutscht. Ich bin zu ihr gerannt, aber bin zu spät gekommen. Wir sind beide von der Klippe gefallen. Damals habe ich noch einen Kratzer abgekriegt, aber... Wolk, warum hast du die Tifa nur hierher gebracht? Jetzt ist der wieder schuld. Was ist denn nur mit der los? Wenn sie jetzt stirbt? Na, reizend. Er ist ja nur hinterhergelaufen, um ihr zu helfen. Tifa hat 7 Tage lang im Koma gelegen. Mir haben alle gedacht, sie jetzt ein Packer. Wenn ich sie nur hätte retten können. Ich war so wütend auf mich wegen meiner Schwäche. Seitdem habe ich daran gedacht, dass die Tifa mir zornig sein könnte.
bin durchgedreht und fing mit jedem an zu kämpfen. Damals habe ich zum ersten Mal das vom Sephiroth gehört. Ich habe gedacht, wenn ich so stark wäre, det wie das Sephiroth. Okay, jetzt wissen wir den Grund, warum er zu der Soldaten gehen wollt. Wenn ich nur stärker wäre, kennt, dann wird selbst die Tifa mich wahrnehmen. Das war also... Es tut mir leid, Volk. Wenn ich mich nur besser daran erinnere, kennt, was passiert ist, dann hätte ich früher was unternehmen können. Das ist nicht deine Schuld, Tifa. Aber ich kann mich noch erinnern, als wir 8 Jahre alt waren. Das ist es, jetzt weiß ich Bescheid. Du bist nicht vor 5 Jahren erschaffen worden. Meine Kindheitserinnerungen sind nix, sind nicht alles Täuschungen. Halt durch, wollt nur noch ein bisschen, wir sind ganz not dran, ein wahres Ich zu finden. Lass uns noch einmal zurück nach Nibelheim. Wir sind kurz davor. Zack, da kommt er wieder. Da ist noch ein Geistercloud, da ist noch ein Geistercloud. Und ich jetzt sage, dort rum kümmern wir uns morgen in der nächsten Episode von Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen, da finden wir dann raus, wer Cloud wirklich ist. Ian Yankee. Und nee, Cloud ist nicht Ian Yankee. Und wir finden raus, wer der Cloud ist. Es war gerade so unvorteilhaft formuliert, sorry. Also machen's gut, bis morgen, ihr liebe Leute.